この目は闇がよく見える。 Grias Eichherz winkende Hand. Grüß Gott. Halt ein bisschen anders, wie sonst. So, grüß Gott beieinander. Spontane Bosskampf-Streamerei. Mr. Cartman, Mr. Andy und der Mr. Verb, merci dir für deinen Resub im 31. Monat. Merci dir für diese lange Treue. Weiterhin viel Spaß bei uns in der Basi-Gang und weiterhin herzlich willkommen. Der Andy fragt, wo jetzt nicht erst eine Woche wieder live geht? Jawohl, das ist richtig. Mr. Andy, sind Sie auf meinem Discord-Server? Wenn nein, dann würde ich Ihnen das jetzt spätestens empfehlen, weil, da habe ich das angekündigt, weil der Dampfe halt abgesagt hat, dass ich spontan, je nachdem wie es mit dem Frauenbesuch von Frau Bazi ausschaut, dass ich eventuell live komme. So, und genau deswegen sitzen wir jetzt da. Also, ab auf dem Discord-Server, wenn du da nicht drauf bist, dann kriegst du in Zukunft solche... Dann kriegst du in Zukunft solche Infos aus erster Hand. Ne? Verstehst du, wie ich meine? Ansonsten hoffe ich, es geht Ihnen gut. Ich hoffe, ihr habt die Woche bisher gut überstanden. Und ja, ich hoffe, ihr genießt das schöne Wetter und mich freut es, dass ihr doch so spontan Zeit habt, mir da beim Versagen dieses Bosses zuzuschauen. Es hat sich ein klein bisschen was getan. Ne? Bazi hat sturmfrei quasi. Nein, so ist jetzt nicht. Also es ist halt eine Freundin da, die wo halt öfter mal da und die kochen miteinander. Was, ne, Frauensachen halt, aber was da die da? Ne, ich war jetzt sowieso auf dem PC übergegangen und durch das, dass der Dampf eben spontan angesagt hat, haben wir gedacht, hey komm, dann kann ich wenigstens so den Esel da drinnen weiter probieren. Und ja, deswegen. Ne? Es hat sich ein bisschen was da. Wifi habe ich der, grüß dich Gott. Ein bisschen Sommergrippe, aber sonst alles gut. Dann wünsche ich dir schon mal gute Besserung. Und ja, druck die Lieblingsnachbarn von mir auch bitte Daumen mit. Ja, und 10 auch. Hashtag Lieblingsnachbarn. Also, Freunde der Sonne, ich habe die letzten 2 Tage, wenn ich ein bisschen Zeit hatte, ein bisschen Zeit investiert und habe in Elden Ring ein bisschen was auf die Beine gestellt. Ich habe eine neue Waffe gefunden. Das ist die sogenannte Rückhandklinge. Ja, das ist eine ziemlich geile Waffe, die gefällt mir brutal gut. Das ist eine neue Waffenart, die wir im DLC eingeführt haben. Die ist sehr, sehr flink, sehr, sehr wendig. Und ja, taugt mir auf alle Fälle. Ich habe mich schon ein bisschen eingespielt mit ihr. Das ist dieses Ding hier. Ich habe es bereits gemaxt. Und das Krasse an dieser Waffe ist, sie hat S-Scaling auf Geschicklichkeit. Und das, glaube ich, habe ich mit sonst keiner Waffe, die ich besitze. Von daher schaut die Waffen nicht nur optisch gut aus, die spielt sie auch richtig gut und macht auch richtig guten Schaden. Und Andi, merci dir für dein 15er Streamstreak. Vielen lieben Dank. Holy shit, danke für den Support. Und Billinger habe ich gerne. Deswegen bin ich jetzt von Doppelkatana umgestiegen auf solide Rückhandklinge. Das Geile an der Waffen ist, wenn du sie einhändig führst, ist das ja so. Die rüstest du auch nur einmal aus. Wenn du sie aber beidhändig führst, hast du automatisch eine Doppelwaffe. Ne? Also im Endeffekt mit einer Waffe 2 Waffen. Wenn man so will. Ne? Das ist die erste Änderung, die sich getan hat.
Ich habe ein bisschen Backtracking betrieben im Main Game. Ne? Was heißt das? Ich bin auf dieser Map da ein bisschen rumgerannt, habe mir ein bisschen informiert, was man also alles abgeht. Ich habe nachträglich die Quest von der Millicent noch abgeschlossen. Das kann man Gott sei Dank machen, auch wenn du das Main Game schon abgeschlossen hast. Und habe mir den einen oder anderen Talisman besorgt, der unerlässlich ist. Zum Beispiel diese verrottete geflügelte Schwertinsignie. Die kriegst du, wenn du am Ende Millicents Quest erfüllst. Und die erhöht die Kraft unserer Angriffsserie nochmal deutlich. Also das ist die Steigerungsform quasi von diesem Ding hier, von der geflügelten Schwertinsignie. Das ist die starke Form davor. Die habe ich mir geholt. Dann habe ich mir noch geholt die Scherbe eines Kriegergefäßes. Das ist der Talisman vom Alexander. Dort bin ich jetzt ehrlich, ich habe glaube ich 2 Stunden nach dem Typen gesucht, weil ich nicht mehr gewusst habe, wo ich den damals verlassen habe. Und dann ist mir so stark auf die Nerven gegangen, wie ich ihn dann endlich gefunden habe, dass ich ihn einfach umgebracht habe. Das ist eigentlich eine Schande im Elden Ring Spielerdasein. Alexander ist ein absolut zauberhafter NPC, den bringst du eigentlich nicht um. Aber wie gesagt, mir war es dann schon so zwider, dass ich mir jetzt da so viel Zeit verschissen habe, dass ich ihn einfach an Ort und Stelle getuschattet habe. Und du kriegst normalerweise diese Scherbe am Ende seiner Quest, du kriegst es aber auch, wenn du ihn einfach umbringst. Aber wie gesagt, Umbringer vom Alexander ist eigentlich nicht die feine englische Art, wenn man es so haben will. Ne? Steht übrigens schon 1-0 für uns. Yes, baby. Und sei habe die Ehre. Genau, das ist das zweite, was ich mir geholt habe. Was habe ich mir nachgeholt? Ich habe mir noch einen Talisman besorgt, den ich übersehen habe. Im Heiligbaumgebiet, den Perldrachen-Talisman +2. Der erhöht im Endeffekt unsere Resistenzen gegen sämtlichen magischen Schaden oder nicht körperlichen Schaden. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Also wie gesagt, wo spielen wir jetzt eigentlich? Wir spielen jetzt, wie gesagt, diese Waffe. Und wir werden diese Talismane hier nutzen. Das ist einmal das Drachen-Großschild-Talisman, erhöht unsere physischen Resistenzen enorm. Perldrachen-Talisman +2 habe ich gerade erklärt, erhöht nochmal enorm unsere magische Resistenz. Wir spielen Smaragd-Bernstein-Medaillon, das wo unsere Ausdauer erheblich erhöht. Das brauchen wir, weil wir für die Waffen eine geile Fertigkeit haben, die wo ein bisschen Ausdauer schluckt, dass wir so viel wie möglich Ausdauer haben. Und die verrottende geflügelte Schwertinsignie einfach, damit wir Damage boosten können. Okay? Dann haben wir die gekochten Garnelen ausgerüstet. Das erhöht ebenfalls unsere Resistenz gegen körperlichen Schaden. Okay? Die werden wir vor dem Kampf auch konsumieren. Das heißt quasi, die Strategie dahinter wird jetzt zum einen sein, uns einmal grundsätzlich sehr tanky zu machen. Damit wir den Damage-Output von dieser Ollen da drin hat, einfach mal gravierend nach unten schrauben. Weil der einfach so viel Damage macht, dass du, wenn's blöd läuft, mit 2 Hits einfach tot bist. Und das will man einfach ein bisschen entgegengehen, damit ich auch mal ein bisschen an den Boss ran kann, um Schaden zu machen. Ne? Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist Damage. Und da kommen wir jetzt dazu. Wir haben nebenbei noch einen Talisman ausgerüstet. Das ist dieser hier, das Fingersiegel. Das habe ich ebenfalls aufgewertet auf Max-Stufe, damit die Anrufungen ein bisschen besser skalieren. Und wir spielen insgesamt genau 3 Anrufungen. Das ist einmal der goldene Schwur, einmal Flamme gibt mir Kraft und Blutflammenklinge. Blutflammenklinge aus dem Grund, weil wir mehr Blutungsschaden brauchen auf der Waffe. Ich kann zwar Blutung auf die Waffe drauf machen, dann muss ich aber andere Kriegsasche nehmen, was aber dann wieder suboptimal für die Waffenart ist, weil die Kriegsasche, der tote Winkel, ist zugleich ein Dodge als auch ein Angriff. Diese Asche hat Iframes und mit diesem Angriff kannst du quasi Angriffen ausweichen. Und das ist halt schon sehr zauberhaft, wenn man das hat. Ne? Das ist das Erste. Und jetzt schauen wir einfach mal kurz, damit ihr es einmal seht, was das bringt, alles so ganz. Ich habe jetzt rechts aktuell nur mit meiner Rüstung, nehmen wir uns jetzt einfach mal nur den körperlichen Wert auf der rechten Seite, 55%. Ja, ich habe jetzt 55% Schadensreduktion. Jetzt gehen wir mal wie folgt vor, wenn wir in den Bosskampf gehen. Okay? Wenn wir in den Bosskampf gehen, dann nehmen wir einmal die gekochte Garnele. Dann nehmen wir einmal den goldenen Schwur. Und wir nehmen einmal unser Arzneigetränk. Da habe ich nämlich auch noch eine Träne geholt, die ich gleich zeige. Und jetzt haben wir fucking 70% Schadensreduktion drauf. Ne? Und das ist halt schon eine ganze Menge. Wenn du halt gerade mehr noch 30% von dem eigentlichen Damage frisst, den sie eigentlich macht. Ne? Haben und nicht haben. Noch kurz zu der Arznei. Die zeige ich auch noch schnell kurz, damit ihr wisst, was der Phase ist. Da habe ich auch das eine oder andere noch besorgt.
Das ist einmal die opale verhärtete Träne. Die findet man in Caelid bei dem stinkenden Avatar. Das ist ein Arzneigemisch, das erhöht für 3 Minuten alle unsere Schadensresistenzen. Also sprich, unser Defense wird gesteigert. Und im Schneegebiet gibt es auch beim Avatar, also beim Baum-Avatar, gibt es diese gesprungene Dornenträne, die verstärkt unsere aufeinanderfolgenden Angriffe. Das deckt sich quasi mit unserem Talisman, den wir ausgerüstet haben. Also sprich, dieser hier. Haben wir dann quasi für 3 Minuten zweimal Schadenserhöhung durch aufeinanderfolgende Angriffe. Und das ist so basically meine Strategie gegen den Boss. Mal schauen. Wir müssen was ausprobieren. Steigt wie gesagt darauf ein, dass wir heute nichts anderes sehen werden wie diesen Bosskampf. Wenn es nicht so ist, freut es mich natürlich. Noch kurz zur Info für euch. Wo kriegt man die gekochten Graben her? Bei dem NPC da herunter. Der verkauft die in unendlichen Mengen. Also da könnt ihr tatsächlich, wenn es wirklich pressiert. Okay, dann ist er wahrscheinlich weitergezogen, dann ist er jetzt irgendwo da herum. Aber grundsätzlich sitzt der eigentlich da. Und der zirkt dann weiter und dann muss ich dann offstream schauen, der ist dann normalerweise irgendwo da herum. Sitzt der dann umeinander, irgendwo da. Genau, nur dass ihr das nochmal gesehen habt. Gut, jetzt habe ich ungefähr erklärt. Ich weiß nicht, wie viel davon das verstanden habt. Schauen wir mal, ob wir irgendwas ausrichten können gegen den. Ich habe in meinem Schnellinventar, falls alle Stricke reißen sollten, auf der rechten Seite unten, also quasi unter mir jetzt, das rechte Item, das ist das Blutfett. Da kann ich meine Waffen nochmal mit Blutung verzaubern, ja, wenn es wirklich pressieren soll. Dann schauen wir einfach, wie wir durchkommen jetzt. Ja, der Boss ist nicht einfach, der Boss ist knallhart, wie alle Bosse. Jeder, wo ich bisher so ein wenig angeschaut habe, wo ich selber schon gemacht habe, ich habe mir zum Beispiel gestern einen Hand of Blood angeschaut, der hat ja einen brutal langen Stream gemacht. Ich glaube, der hat 4 Stunden für den Boss braucht, ungefähr. Und für den Löwentypen hat er, glaube ich, auch an die 3 Stunden braucht. Also die sagen alle, die Bosse sind geistesgestört stark. Und das ist tatsächlich ja so. Also das Spiel ist deutlich schwerer, also das DLC ist deutlich schwerer als das Main Game. Die Bosse sind viel, viel flinker, die haben viel höhere Angriffsmuster, du hast viel weniger Zeit, sie machen viel mehr Damage. Ja, aber das glaube ich, haben wir eh schon gemeinsam festgestellt. Genau, jetzt werden wir das einmal probieren und dann schauen wir einfach, wie weit wir kommen, okay? Gut. Okay, das merkt man deutlich, wie wenig Schaden, dass wir mir jetzt kriegen. Ja, ich glaube, das kann in die richtige Richtung gehen. Muss weniger greedy werden, aber man merkt auf alle Fälle, dass der Damage Output von ihr deutlich sinkt. Das heißt, ich kann viel öfter mal droh bleiben und ihr ein bisschen einen Schaden eindrucken. Das könnte ein Rezept für Erfolg sein. Muss es nicht, kann. Ne? Aber es schaut auf alle Fälle schon mal deutlich besser aus wie beim letzten Mal, wenn du mich fragst. Es wird ein Haufen Gebuffe, ne? Am Anfang, aber wenn es uns hilft, warum nicht?
Da hat's bin da. Ja. Jetzt hat mir die Feuertonne da. Die Feuertonne hat mir da jetzt ein bisschen aufgehalten, sonst war ich weggekommen. Aber es wird. Ich glaube, dass wir auf den richtigen Weg haben, Freunde der Sonne. Der Damage Output ist von uns höher und der von ihr, der wo einer kommt, ist ein bisschen geringer. Das macht es tatsächlich ein bisschen besser. Ich muss nur noch ein bisschen mehr die Patterns von ihr einbringen, wo es nicht ganz so einfach ist, weil die total variieren bei ihr. Jetzt ist nur die Frage, was ist gescheiter, wo sie zuerst buff. Wahrscheinlich das. Ich hasse das, wenn es das am Anfang so macht. Okay, bring mich um. Schlechter Beginn. Es ist das Problem, weil die einfach so unfassbar viele Variationen in ihre Patterns hat. Du kannst dich bei der nicht richten, was sie macht, weil das immer anders läuft bei ihr. Normal, die Bosse haben immer irgendein gewisses Move-Pattern, nachdem sie sich verhalten. Diese Bosse im DLC, ganz andere Hausnummer. Bei denen musst du brutal spontan agieren. Du musst spontan wissen, was die machen. Du kannst nicht sagen, so, jetzt kommt der Move, jetzt kommt der Move, jetzt kommt der Move. Die fängt mit irgendeinem Move an und dann kommen hunderte Variationen, die sie dann noch schießen kann. Du kannst sie quasi auf nichts verlassen. Und so habe ich die größte gut. Staggered one, perfekt. Ja, perfekt. Perfekt, ja. Ja. Ja, seine Schulde wird Tonne der Try. Oh, das ist Gold wert. Jetzt nicht greedy werden. Jetzt schaut es gerade ganz gut aus. Na, 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 na. Dumme Sau. Oh. Freiheit, Blutung. Fuck. Der war so wichtig, wenn jetzt. Oh, Heidi. Na, was tue ich denn?
Ja, jetzt bin ich am Arsch. Du dumme Sau, du dumme. Oh, endlich ist der Boss vorbei. Heilige Scheiße. Merci für die GGs an der Stelle. Oh, leck, ich bin jetzt so unfassbar nervös geworden die letzten 30 Sekunden. Oh mein Gott, ist das gerade ein geiles Gefühl, dass der Boss weg ist und dass ich den Solo geschafft habe. Heilige Scheiße, Alter, es ist irre. Irre. Genau deswegen spielen wir Souls-Likes. Alter, das musst du auf der Zunge zergehen lassen. Österreich ist bei einer EM in der Gruppe momentan Erster. Das ist, ich gunst die Österreicher so stark, dass sie mal ein richtig gutes Erfolgserlebnis haben. Und ganz ehrlich, ich wisse jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich, auf wen ich sein darf, wenn Deutschland und Österreich im Finale spielen da. Das ist zwar eine sehr fiktive Vorstellung, weil, weiß ich nicht, ob das möglich war, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich darf es beiden einfach brutal gewinnen. Ich darf Deutschland gewinnen nach den miesen Jahren, die es jetzt gehabt haben, und ich darf Österreich gewinnen. Wow, Alter, bin ich froh, dass der Boss endlich hieß. Oh, leck mich am Arsch. Alter, ich bin jetzt so nervös geworden. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt auf den Boss aufgekämpft habe. Insgesamt. Ich glaub, dass ich dem Boss 50 oder 100 Tode, 50 Tode gelangen, glaube ich nicht. Danke für den Clip, Savi. Darfst du auch gerne in Discord teilen, wenn du Bock hast. Danke. Und auf zum nächsten Boss. Ganz ehrlich, ohne Witz, ich war jetzt echt froh, wenn jetzt die nächsten 2-3 Stunden kein so ein harter Mainboss nicht mehr kommt. Also es wird ja nicht leichter, es wird wieder ein schwerer Boss kommen, definitiv. Aber ich bin jetzt froh, wenn wir mal ein wenig weiter erkunden können. Damit wir endlich einmal ein wenig wieder von der Welt sehen. Jetzt haben wir 3 Stunden oder 2 Stunden nur an den Boss gehängt. Ich bin jetzt ehrlich so froh, wenn wir mal ein paar Minuten Zeit kriegen, einfach uns in Ruhe die Welt anzuschauen. Boah, leck. Aber ich muss sagen, der Bild hat Früchte dran. Das hätte ich so nicht gedacht. Das ist gut. Wir hätten auch noch andere Möglichkeiten gehabt, dass ich den Bluttalisman ausrüst. Dass man halt quasi mein Angriff erhöht wird, immer wenn eine Blutung stattfindet. Das ist ja quasi mit dem Bild unerlässlich. Ne? Wir hätten auch noch die Möglichkeit gehabt, dass wir sagen, okay, mit der wir halt an Alexei Scherbe da. Oh, ich bin jetzt gerade noch so aufgelöst, seid mir nicht besser. Aber wir hätten theoretisch mehrere Möglichkeiten gehabt, wie wir den Bild weiterführen. Aber das hat absolut Früchte dran. Definitiv. Jetzt schauen wir mal, was die. Leck, da krieg ich jetzt ihr Waffen. Relanas Zwillingskling. Wow, leck, die skaliert mit 3 Dingen, oder was?
Die skaliert mit 4 Sachen. Die skaliert mit Stärke, Weisheit, Glaube und Geschick. Boah, leck, wie OP sind die Waffen, bitte. Belanas Zwillingsmonde. Verkörpert Zwillingsmonde und schlagt wiederholt auf den Boden. Da brauchst du 72 Weisheit, damit du das Ding überhaupt einsetzen kannst. Holy shit. Und kostet immer 40 Mana. Ja, da werde man wahrscheinlich einmal. Ich heb die mal auf. Ja, weil ich nicht weiß, aber ich glaube, dass wir eher tendenziell dann immer noch mit Waffen holen. Oh, wir könnten unsere Rüstung holen. Oh, da brauche ich noch ein paar Seelen. Moment. Wer gibt es? 30, glaube ich, oder? Ja. Brauche ich nochmal 8000. Ja, da haben wir die. Herbert, habe ich die Ehre. I guess GG oder so. Ja, Herbert, ich hab's gerade eben geschafft, sie zu legen. Noch keine Ahnung, wie viel Tries. Die Genugtuung ist einfach gerade insane. Schauen wir mal, wie die Rüstung vorher ausschaut. Wow, holy shit, wie geil schaut denn die Rüstung aus. Also Rüstungsdesign in Elden Ring ebenfalls eine 12 von 10. Alter, schaut die geil aus, die Rüstung. Bist du behämmert. Wahnsinn. Gut, kann man das Schloss sehen. Dann können wir da jetzt quasi in das neue Gebiet. Müsste man da eigentlich... Dürfte man da eigentlich alles haben. Herbert, das wird bei dir. So eine gute Truppen wie jetzt haben wir noch nie gehabt. Es habt eine starke Mannschaft, definitiv. Also habt qualitativ... Es ist nur schon, dass der Alaba verletzt ist, weil dann war die Mannschaft noch einmal um ein Stück stärker. Ne? Aber das muss man auf alle Fälle sagen. Es habt wirklich eine sehr starke österreichische Nationalmannschaft momentan. Da kann man wirklich nichts anderes nicht behaupten. Jeder, der was anderes sagt, hat wenig Ahnung vom Fußball. Alter, wie geil schaut denn die Rüstung aus. Wow, hey, ich hoffe, ich muss da nie wieder einen Bosskampf machen. Scaro Altus. Ja, endlich wieder mal was anderes sehen. Nice. Skadudelmanudel. Sendschreiben des Mönchs. Möge der Beste gewinnen. Was ist das? Hä? Ah, du. Ein Brief mit knapper Nachricht und einer Abbildung eines Mönchs, der die Hände zusammenhält. Sucht mich im Osten, wenn ihr den Weg des Kriegers befolgen wollt. Wenn ihr mich findet, müsst ihr mich herausfordern. Worte sind überflüssig. Okay. Ja, das stimmt schon. Es kompensiert das ganz gut. Hello again. Did you meet my compatriots? They're quite the congregation, from places as far and wide as you can imagine. Doubtless it'd have all come to blows at first glance, were it not for the charm kindly Miquella put upon us. This is what allows us to serve together, the work of a living God.
We are all utterly captivated by kindly Mikula. It is what binds us together. We are all it is what binds. Okay, so was bist jetzt du? Fie, another. Treading the heels of Mikula. Then, as that woman would surely say, we are in our purposes well aligned. But understand, your kind are not forgiven. The Earth Tree is my people's enemy. By Marika long betrayed. Set aflame. I believe Mikula's apologies when he says our delivery will come, but never will I see your kind as worthy. And yet my oath I cannot overlook. If Mikula it is whom you would seek, then comrade, allow me to give you this. It'll show you where crosses can be found. Mit Kreuz markierte Karte. Neue mit Kreuz markierte Karte, was? Karte mit Kreuzstätten erhalten. Ihr findet sie im Inventar. Okay. Kann man das aufmachen? Okay. Aber die sehe ich auf der Map nicht, ne? Bis auf die, wo ich schon gefunden habe. Das sind die Dinger da. Gut, dahinter haben wir auf alle Fälle ein Map-Fragment. Das holen wir uns, glaube ich, erst einmal. Und decken mal einen weiteren Teil der Karte auf. Holy shit, Alter. Und dahinter ist wieder so ein Feuerriese. Walleck, was? Okay, das DLC ist deutlich größer, als ich das erwartet habe. Das ist ja ein riesen Auslauf. Heilige Scheiße, Alter. Ja, okay, dann gehen wir einfach Dienst nach Vorschrift am Anfang. Also, na, wir fangen mal am Anfang der Map an. Wir fangen mal da an, um mal das abzusuchen. Jetzt schauen wir, jetzt sitzen wir mal beim Marker. Ich will auf alle Fälle das anschauen. Ich will da mal her. Ich will da mal her. Das hier will ich sehen. Und das hier will ich sehen. Keiner uns. Achso, jetzt geht der Einser wieder weg, okay. Ja, aber das ist dabei einmal fein. Auf den Moment habe ich gewartet. Wo ich die Map aufdeckt, meinst du? Achso, ist richtig, dass der Herr Herbert anderen beim Elden Ring Spielen zuschaut? Ja, Jungs, servus. Ja. Okay. Ein Damage ist stabil. Wieder was? Da rüsten wir wieder den da aus, da wo ich pro besiegten Gegner Lebenspunkte zurückkriege. Cubi habe ich der, grüß dich, gut, merci für den Dauerlag. Sad Story, Mr. Cube Twister. Du hast den Sieg über den Boss versäumt. Oh leider, das ist schon wieder so ein Hurenbär, der wo wieder schon so stark ist. Okay, das ist eine tiefere Ebene da. Achso, ja, weil man. Okay, ja, ich hab mich verlaufen. So, ich müsste da oben.
kannst es aber dann gerne in der WOT nachschauen. Also ich glaube jetzt noch, ich weiß nicht, wie viel Tries ich braucht habe, 5, 6, 7, ich weiß nicht mehr genau, aber ich bin einfach nur froh, dass ich ihn Bock habe jetzt halt, letztendlich. Ich war so nervös, wie da nur noch so ein Funsaal geholt hat. Da hätte ich das bald noch versemmelt. Wie hast du das gemacht? Ich habe mir offstream, ich habe die Waffen da gefunden, die Rückhandklinge. Also ganz kurz überflogen in der WOT erkläre ich es, also dann, bevor ich einen Boss gemacht habe, erkläre ich es natürlich viel ausführlicher. Wenn du dann die WOT anschaust, dann verstehst du es besser. Ich habe neue Waffen, ich habe mir das Siegel zugebracht, dass ich Anrufungen zaubern kann, um mich zum Buffen. Und ich habe ein paar Talismänner offstream noch nachgeholt, aus dem Main Game, die wo ich halt versammelt habe, zu holen. Und noch ein bisschen was für die Arzneimischung habe ich mir noch zugelegt gehabt. Ich habe mich, also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich so dermaßen mit der Defense hochgebufft und teilweise meinen Angriff hochgebufft, dass ich letztendlich weniger Damage kassiert habe, wo ihr zumindest in der Zeit, wo die Buffs aktiv waren, damit ich mehr Schaden machen kann. Das ist so die Kurzversion. Aber wie gesagt, wenn dir die WOT anschaust, später, oder morgen oder wann auch immer, da erkläre ich alles ausführlich, was genau jetzt offstream passiert ist. Also ich habe ja so an und für sich nicht weitergespielt. Wie gesagt, ich bin einfach nur die ganzen Backtracking-Sachen nachgegangen. Und ja, das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass ich halt eben den Bild jetzt spiele, den ich jetzt spiele. Und jetzt seit gerade eben trage ich jetzt immer mal die Rüstung, weil die schaut ziemlich geil aus. Kassiere aber auch deutlich mehr Schaden wieder. Also ich bin auch eher wieder so ein bisschen am Überlegen, ob ich wieder auf die Tanky-Rüstung zurückgehe. Oh, da hinten meine gibt's Apps. Ist da ein Dungeon? Ah, perfekt. Sauber, dort wird sie eine verleibt. Dann wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß dabei. Ich bin einfach nur so hellauf froh, dass ich den Boss jetzt endlich überstanden habe. Und ich den hoffentlich so schnell nicht wieder machen muss. Blutflammenmagie ist einfach so OP. Heilung aus der Ferne, okay, so Anrufung. Vor allem, was mir bei der Waffe so gefällt, die ist jetzt so unfassbar flink. Mal so geil, wie die Rüstung ausschaut, aber sie bietet leider nicht viel Schutz. Deswegen gehe ich wieder auf meine Tanky-Rüstung, die ich die ganze Zeit über gehabt habe. Nämlich die Rüstung der Einsamkeit. Ja, da haben wir nämlich Tankier. Schaut zwar nicht ganz so fancy aus, aber ne? Merci dir. Wie steht's jetzt bei Österreich? 1-0 noch? Ich glaube, ich habe 2-1 tippt. Ach, und jetzt haben wir wieder da. Okay. Da haben wir letztes Mal schon durchgekommen. Das ist das Sumpfgebiet da. Oder war das da ja rum? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube schon. Weil da haben wir... Ja doch, da haben wir da durchgelaufen. Das weiß ich noch. Oder war das doch da? Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann es nicht mehr sagen. (1:1) leider, aber immer nur eine starke Partie wieder mal. Okay. Ich habe 2-1 für Österreich tippt. Also
Weil, zur Erklärung, meine Freundin und ich haben so ein internes Tippspiel. Quasi, wer am Ende der EM die meisten Ergebnisse richtig vorhergesagt hat, der schüttet dem anderen ein Essen. Und durch das, dass die Italiener gestern in der 8. Minute der Nachspielzeit das fucking 1-1 noch geschossen haben, ist ihr Tipp noch aufgegangen. Jetzt führt sie aktuell 3-2 in der Tipp-Rangliste. Und ja, ich habe jetzt einfach halt 2-1 für Österreich tippt. Also 1-1 ist aus Tippsicht her noch fein, aber mir ist ja ehrlich gesagt wurscht, wenn es 3-1 gewinnen. Aber Hauptsache die Österreicher gewinnen, das ist mal das Wichtigste. So, wo habe ich jetzt so... Greift mich schon wieder so eine Wildfackel an. Hashtag Lieblingsnachbarn, genau so nämlich. Alles für die Lieblingsnachbarn. Na, perfekt. Ja, kannst du... Warum visiert denn der den da hinten? Oh, der interessiert mich gar nicht. Mir interessiert der da hier vorne. Was war denn das jetzt? Ja, der einen Gegner anvisiert, der 300 Kilometer weg ist. Ich wollte den vor mir anvisieren und nicht den da hinter. Aber okay, dann weiß ich zumindest, dass wir da auf alle Fälle buffen, bevor wir da hingehen. Da oben ist irgendeine so eine Kirche, da wird es auch irgendwas Besonderes geben, schätze ich mal. Das war da hinten, wo man die Hauptnummer hat. Das mit buffen wir aber gleich. Wo ist er jetzt? Ah, da ist er. Das Maul, du Arschgeburt. Fertiger ist der Arsch, okay. Ich brauche halt eher die Skadu-Baumfragmente, die wo mich halt buffen, ne? Also mich persönlich, die wo mein Damage-Output buffen und aber gleichzeitig meine Damage-Reduktion T3 Ruinen von Mord. Okay. Ja, noch mal ein wenig umluren. Also ich werde halt nicht allzu lang live sein, also es wird wie gesagt ein kurzer Stream. Durch das, dass ich eigentlich gedacht habe, dass wir für den Boss sowieso länger brauchen werden. Also ich werde so, ich sage jetzt einmal noch ungefähr 3/4 Stunde da sein. Weil ich muss ja dann noch in die Nachtschicht und der Dampf hört man, dass er vielleicht noch um 8 Uhr anfängt. Von daher haben wir ja immerhin weitergekommen, als ich das selber gedacht habe.
Deshalb für mich ist jetzt einfach, ohne Scheiß, der Tag heute kann nicht mehr beschissen werden. Ich bin einfach froh, dass ich den scheiß Boss endlich gelegt habe. Ich kann es einfach nur noch mal dazu sagen. Oh, da geht's weiter oben. Und da vielleicht auch ein Untergrund in der Map? Nur mal schauen, ob es da noch irgendwas gibt. Was ist denn das eigentlich mit dem Schleier dahinter? Okay. Geht's doch nicht auf? Kann man nicht vorstellen. Scheinbar nicht. Oh, da oben geht's doch eine, oder? Ich sag's doch, das kannst du am Bläden verzeihen, da muss ich irgendwie aufgehen. Oh, das ist Ort der Gnade. Das ist gut für uns. Hey, das ist einfach schon wieder... LOL! Das ist einfach schon wieder ein Skaru-Baumfragment. Jetzt haben wir zumindest auch schon mal Stufe 5. Okay, der mag nicht mit uns reden. Und Lust das bleiben. Okay. Einfach mal durchgefasst. Und da geht's auf alle Fälle nach unten. Ein Haufen Gegner rennen da umeinander. OP. Einfach OP. Die Waffe gefällt mir richtig gut. Und das ist eine stinknormale Standardwaffen. Die, wo du quasi gefühlt, wenn du das DLC betrittst, kannst du die schon finden. Oh. Price, merci dir für dein 25er Streamstreak. Holy fucking shit, Alter. Vielen lieben Dank für deinen Support. Danke dir. Und habe dir, grüß dich gut. Mr. Price, bevor die Frage kommt, ja, ich hab den Boss geschafft. Fucking finally. So, da waren wir vorher. Jetzt müssen wir schauen, da geht's auf alle Fälle irgendwo nach unten, habe ich gesehen.
Okay, da geht's nicht oben. Hab ich gesehen? Sehr schön. Okay. Da unten ist ein Eingang. Zerschmetterter Steintalisman, was ist das? Verstärkte Wirkung von Tritt- und Stampftalenten, okay. Da geht's auf alle Fälle irgendwo rein. Da sitzen wir mal eine Markierung her. Dann machen wir da sowas, da gibt es auf alle Fälle irgendeinen Dungeon. Okay. Dann haben wir das da drüben, das will ich mir auch anschauen. Oh Gott, Helge, ohne Scheiß, jetzt habe ich jetzt einfach so ein Quality of Life Gefühl, wenn du da jetzt einer gehst und nicht Relana vor dir steht. Das ist einfach huge. So, da hinten ist irgendwo der See, oder? Das ist Markierung Nummer 4. Ja, das ist da unten. Okay. Oh, da stirb ich. Verdammt. Oh, oder auch nicht. Lul. Oh, da ist ein Lager. Da schauen, da fräsen wir mal rein. Okay, Jungs, den kann ich jetzt überhaupt nicht sehen. Heilige Scheiße, hat mich die jetzt erschreckt. Irgendwer stopft da noch mir. Oh. Okay, da ist ja ganz gar nicht so unkenntnis. Mein Gott, der mit seinem dummen Pferd. Schnauze jetzt, Alter. Das ist schon wieder so einer. Das überlegst du jetzt aber zweimal. Ich hab's dir gesagt. Mein Gott, das wird auch bewacht sein als hell. Wenn man einen Suppentisch kaputt macht, perfekt. Scarobaum-Fragment. Alter, das lohnt sich so, wenn man sich da umschaut.
Aber da ist so ein Krebstier. Die haben bekanntermaßen ziemlich garstig. Ah. Darf ich die mal angreifen, oder? Das ist noch ein zweiter, herzlichen Glückwunsch. Genau, besteig du den anderen dahinter mal. Okay. Es würde mich wundern, wenn es da irgendwas Besonderes gibt. Wahrscheinlich kämpfe ich jetzt gegen die zwei Krebstiere und die bringen mir absolut gar nichts, wenn ich es mache. Weil überhaupt, oder es liegt irgendein sinnloser Loot rum. Das war nicht das erste Mal. Gut, aber zumindest muss ich durch das Lager nicht mehr durch, weil da habe ich ja gelootet, ne? Ich würde jetzt eher schauen, dass ich meine Echos wieder kriege. Oder meine Seelen. So, Krabi, jetzt bist du aber fällig, gell? Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass das einfach völlig nichts sagen ist, wenn ich da hergehe. Außer da gibt es einen Dungeon, das kann natürlich möglich sein. Aber dahinter ist ein Gebäude. Moment einmal. Aha, was haben wir da? Jetzt ist schon Mord. Aha, was haben wir denn da? Ruinierte Sternfallschmiede. Die ist neu auf jeden Fall. Ich glaube, die schauen wir uns noch an. Da laufen bestimmt auch wieder so riesige Felstypen rum wie beim letzten Mal, oder?
Okay. Schmiedeschriftspeer. Sofort wieder ein Hebel. Ach, der macht das Tor auf, okay. Alter, halt's mich für wahnsinnig, aber mir im Garten hockt der Hyazinthader im Baum und macht einen riesen drum Lärm. Ein Papagei. Du redest jetzt von einem Papagei, oder? Ich vermute mal, der ist ausgekommen. Ich schätze mal, dass der vielleicht, hast du irgendeinen, ja gut, habt ihr es irgendwie in relativ kurzer Distanz, ein Zoo oder sowas oder ein Vogelpark. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der ausgekommen ist. Mach mal ein Foto, das darf mich interessieren. Relativ 60 Kilometer. Das fliegt er. Das fliegt er tatsächlich. Wie gesagt, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass der ausgekommen ist. Was? Trefft sie an ihrer Schwachstelle? Ja, hinten, okay. I see what it is, man. Jo, danke dir. Ah, das sind einfach brutal schöne Tiere. Okay. Komm, fuck off, Alter. Sitz. Gut, gebracht hat er mir nichts, aber okay. Mich wundert, dass du da so fein niedrige Schmiedesteine findest. Perfekt. Okay, der läuft auf, okay. Fang rein und sag's morgen am Fundbüro. Den, wenn du fangst, dann bist du guter. Das, was du kannst, mir am Anschlecker, weil du gibst sowieso nichts. Verschwende jetzt nicht unnötige Ressourcen an dir. Ah ja, da kannst du schon daherkommen. Okay. Ach, die baden da alle drin.
Da unten ist Loot gelegen. Muss aber erst einmal mal weglocken da. Beziehungsweise. Ja, oh, Stufe 8, der ist natürlich nice. Stufe 8 Dunkelschmiedestein ist natürlich nice. Okay. Das ist wahrscheinlich ein Aufzug, der nach unten fährt. Schmiedetalisman, der war gemein. Den habe ich nicht können sehen. Okay, das habe ich auch nicht können sehen. Gut, durch die ganzen Gegner im Endeffekt wieder Full Life macht. Fast Full Life. Hudel seinem DC, danke dir. Schauen wir dann gleich an. Okay, was ist da jetzt Phase? Es ist auf alle Fälle ein Aufzug, weil der an Ketten hängt. Stufe 8 Schmiedestein, okay. Heftl ist ja vom Privatabfall. Ja, eben, das habe ich auch gemeint. Ich glaube, dass der ausgekommen ist. Die haben da meistens irgendeinen Ringerl dran. Okay, da geht wieder die auf. Okay. Die Frage ist jetzt, wo geht's jetzt dann da weiter? Weil wenn ich da jetzt oben springe, ist ein Point of No Return, right? Weil das kein Lot da nicht. Okay. Ah, doch Feuerbeef und da können wir wieder und da lang gegangen. Richtig, es geht da weiter. So, und der Talisman, was bringt der eigentlich, den ich da gefunden habe? Verbessert Waffenwurfangriffe, okay? Ja. Scheiß du mich nicht an, scheiß. Schmiedeschiff-Circuit, keine Ahnung. Und sonst gibt's da nix, oder was? Sonst geht's da nirgends wie weiter, oder was? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Haben wir bestimmt irgendwo etwas übersehen. Wo ist die Treppen auf? Da steht der andere Idiot dahinter. Komisch. Oh, warte mal. Genau, da haben wir dann da reingekommen. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Stonefang Mines aus Demon's Souls. So, und dann haben wir da. Da geht's noch. Da waren wir drin. Da waren wir drin.
Wir haben uns da runterfallen lassen. Okay, aber da gibt es dann scheinbar sonst nichts anderes nicht. Okay. Kann mit euch schnell, aber normalerweise haben wir dann da alles. Trefft sie an ihrer Schwachstelle. Ja, okay, das ist schon logisch. Ja gut, dann müssen wir zurück, dann haben wir da alles. Dann haben wir hier alles. Also vermute jetzt einmal. Haben einfach nur die Waffen gefunden. Das ist wahrscheinlich die komische, die Xenau-Sensenwaffe, die wo die komischen Viecher da haben, oder? Schmiedeschiff Circuit, oder wie das heißt. Okay. Cool. Na, ich habe einen Dungeon neu entdeckt. Dann haben wir da noch zwei Sachen. Und wie gesagt, da herum gibt es einen Dungeon. Das kann natürlich möglich sein, weil der war ja da unten drin, dass man den über das Gebiet da erreicht. Dass man dann da einer muss und dann kommst du dann da unten durch. Das kann natürlich möglich sein. Aber das war halt dann... Oh, leck ist das Gebiet groß, bist du bescheuert. Da haben wir einiges zu tun. Und da haben wir auch noch ein Kartenfragment dahinter. Also da wird wahrscheinlich nochmal so mindestens der große Teil da aufdeckt. Also das da quasi. Da haben wir schon noch einiges zum tun, so ist es nicht. Aber ist ja auch fein, dann haben wir ein bisschen was vom DLC. Schauen, ob das sonst noch etwas rumrennt. Ah, Fledermausviecher, okay. Oh shit. Da hinten ist ein Drache. Die Richtung in dem Void. Tja, ein Setzer. Einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für deinen Raid. Grüße geht raus. Was ist fit bei dir? Und Fichterli? 闇がよく見える。 Mia Mia 1 Party, Mia Mia 1 Party, Mia Mia 1 Party. Party People! Fichterli, vielen lieben Dank für deinen Resub im 30. Monat. Herzlichen Glückwunsch zum 30. Vielen Dank. Wie geht's da? Wie war der Stream? Ist der Hetzer. Was hat's denn bei dir überhaupt gegeben? So, jetzt aber solange ich da keinen Ort der Gnade finde, Freunde der Sonne, gehe ich da zu dem Drachen nicht. Das kannst du löten. Genau. Leute, schaut mal beim Hetzer vorbei. Ich habe vor kurzem wieder angefangen zu streamen. Gerne ein bisschen Liebe da lassen. Wer es noch nicht getan hat. Sehr sympathischer Streamer. Ich schaffe es leider selber zu selten da rein zum Schauen. Aber...
Ja, wisst ihr, Support ist kein Mord. Tut keinem weh, um mal ein bisschen Following da zu lassen. Von daher gibt's ihn. Ganz angenehm und entspannt. 7 Days to Die, okay. Ja, das hört man gerne, wenn der Stream entspannt war. Freut mich. Bei mir war es, ja, nicht ganz so entspannt, aber immerhin, ich habe einen Main-Boss gelegt. Nach, keine Ahnung, wie viel 100 Versuchen. Von daher kann ich mich über meinen Progress heute auch nicht... Aha, da ist... Okay. Kann ich mich über meinen Progress auch nicht beschweren, tatsächlich. Ist auch noch einmal gestorben? Ja, schon her. Perfekt. Genauso soll es doch sein. Pro-Gamer. Ja gut, ich schaue mir jetzt den Drachen da hinten noch schnell geschwind an, weil warum nicht? Der müsste in diese Richtung sein. Es ist zwar kein Main-Boss nicht, aber er zählt als Mini-Boss. Mal schauen, vielleicht können wir den irgendwas ausrichten. Scheint wohl eine neue Art Drache zu sein. Es müsste diese Richtung gewesen sein, oder? Richtung Wald. Ja, da hinten ist er. Der kämpft da gegen die Soldaten. Geisterflammendrache. Ich schau jetzt einfach erst einmal ein bisschen zu. Eigentlich Pro-Gamer-Move. Ist das jetzt schon das neue DLC? Ja. Das ist das neue DLC. Lass die das mal machen. Ja, ich chill da jetzt erst einmal. Schauen wir das aus sicherer Distanz an. Alles, was dann übrig ist, werde ich versuchen zu bekämpfen. Aber er schaut geil aus, der Drache. Hey, gell? Ich hab mich da nicht eingemischt. Du kannst ruhig dein Gewerk da verführen. Ich tue da jetzt erst einmal nichts. Ich geh schwammerl suchen. Passt es. Da, ich versteck mich hinterm Busch. Because I'm a stalker. Kappa. Niedlich, behalten und Nachbarn quälen. Mit einem Drachen. Da reicht manchmal auch die Schwiegermama. Die Frage ist, warum greift er das Dorf da an? Ja, ganz gar nicht so unausgerückter für den Drachen. Die fliegen aber nicht her wie 200 Meter. Ja gut, der fliegt ein bisschen weiter tatsächlich. Irgendwie machen deine Flammen nicht viel Schaden an den Dinger da. Und da dahin, ich war an der Uni. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen Fahrt für euch, aber ich kann ein wenig auf den Chat achten, ne? Aber gut, fairerweise machen sie ihm auch nicht so viel Schaden, aber Kleinvieh macht ja bekanntermaßen auch Mist, ne? Können wir ein bisschen der Musik lauschen. Jetzt sind wir weiter rum, weil der Bogenschütze irgendwie verdächtig nahe kommt. Nicht, dass der Drache dann doch noch auf mich aggrot. Das ist ja fast ein Geisterflammendrache. Ja, da ist Geisterflamme. Guckst du. So wie Gott sie schuf.
Wie viele Ritter rennen denn da drunten umeinander? Das ist ja ein Wahnsinn. Jetzt stell dir mal vor, du rennst da blindlings in den Boss rein, dann bist du aber richtig gefriert. Es ist so cool, wenn der Drache nämlich irgendjemanden tötet, dann kriegt er die Gesundheit dafür und Seelen. Ich habe am Drachen einmal kurz geholfen. Bin ja ein braver Mensch. Oh, das war wohl jetzt wahrscheinlich genau mein Fehler. Oder auch nicht. Sind es, glaube ich, nur noch zu zweit, oder? Ich bin immer noch fürs Behalten. Ich glaube, dass der gut Seelen droppt, der Drache. Ah, einer ist noch. 2 haben es noch. Aber wenn die 2 neu zu tot haben, dann werde ich mich anfangen zu buffen und dann werden wir mal versuchen, ob wir den machen können. Weil ich darf halt nicht vergessen, die haben nicht auch ein Schild, ne? Die 2 haben da rund. Flash habe ich die größte. Normalerweise bewacht er doch immer. Ja, normalerweise schon. Deswegen gehe ich mit der Annahme, dass da unten irgendwas Besonderes sein muss, wenn der das Dorf da einfach so angreift. Ja, das ist From Software, so wie es lebt und lebt. Flash, ne? Wir hauen die mit 2 Hits aus die Latschen, beim Drache, juckt nicht. Stolze 93 Schaden. Salvenarmbrust, okay? Ist jetzt nur noch allein. Ah, immer noch zu zweit. Gleich hat sie es aber, die 2. Oh, mischen wir uns einmal mit ein. Boah, leck macht der Schaden. Okay, die haben da die Geschwindigkeit der Drachen angepasst. Okay, die haben die deutlich angepasst.
meine aber, dass auch ein ganz anderer Angriff kommt. Okay. Schaden mache ich ihm nicht viel. Ist wahrscheinlich auch ein Gegner, den man jetzt noch nicht machen sollte. Vermutlich, weil, wie gesagt, viel Schaden habe ich mir jetzt nicht gedruckt. Beziehungsweise, eher so ein Drachen lohnt es sich eigentlich immer auf dem Pferd zum Kämpfen. Weil du einfach viel schneller bist. Die richtige Richtung sollte man halt schon reiten, gell? Hey, what the? Jetzt wir jetzt wirklich da einen Marker hier setzen. Bisschen gestorben? Bisschen. Aber wie gesagt, Schaden hat er nicht viel gekriegt von mir. Jetzt probieren wir nochmal schnell auf dem Pferd, ob es da ein bisschen besser läuft. Glaube ich zwar auch nicht wirklich, aber bin ich tendenziell schneller und wendiger. Beziehungsweise bei so einem Boss tat es mir absolut nicht, oder bei dem, das ist ja per se eigentlich kein Boss, sondern einfach nur ein Mini-Zwischenboss so. Da hat es mir jetzt persönlich auch weniger stören, wenn ich dort Mimik nehme. Ja, perfekt, jetzt kommst du auch daher, oder? Ja, okay, das habe ich mir genau gedacht. Das darfst du nicht tun. Das darfst du nicht tun. Einfach Piste. Da musst du wirklich abwarten, bis der Drache alles hops nimmt. Ja, das aggro natürlich alles auf mich, ne? Ist ja klar. Ja, das ist echt witzig, oder? Da ist ein riesiger Drache, der gerade das komplette Dorf bedroht, aber die NPCs gehen alle auf mich. Ich visiere doch den Idioten nur so. Das Maul einfach gut. Heit Koanov-Schicht? Doch. Wow, Alter. Okay, da musst du warten, bis das die alle weg kann, weil da hast du keine Chance. Aber was du jetzt sagst, einfach Extrazfleiß. Das darf mich jetzt so selber interessieren. Also wacht. Ja, jetzt kommt mir natürlich wieder der Ritter Kunibert hinterher, ist eh klar. Wenn du einfach dein Maul hältst. Ja, und dann schießt er auch auf mich jetzt. Es war auch nicht so, dass ein riesiger Drache vor dir steht, gell? Da muss man natürlich auf den Kleinen schießen. Aber pass auf, das haben wir jetzt gleich. Will ich mich jetzt verarschen da unten, oder was?
Bin gleich bei dir. Oder bei Eng. Bei dir war es auch gescheiter geworden, du warst der Überbecher geworden, ehrlich war. Hallo Mimik, jetzt würde ich gerade sagen, könnten Sie bitte mal angreifen? Das macht schon geistesgestörten Schaden. Warum erst? Wie viel haben sie gespielt? Oh. Oder wie groß ist denn die Range von dem Angriff? Heilige Scheiße. Der Zero, merci für den Reset beim 32. Monat. Doch, ich habe jetzt schon Nachtschicht. Tatsächlich. 3-2 gewonnen. Boah, lecker. Wenn jetzt meine Freundin auch 3-2 tippt hat, dann flippe ich komplett aus. Ohne Scheiß. Dann sind die durch. Weiß ich nicht. Da meine ich, passiert was. Aber GZ an Österreich auf alle Fälle. Nein, die hat 2-1 tippt. Tatsächlich. Die hat 2-1 tippt. Okay, gut. Ja, nice. Sehr schön. Freut mich. Freunde der Sonne, ich sag's euch aber ganz ehrlich, da los was für euch gut sein. Den Boss, oder was heißt Boss, ist ja eigentlich nicht. Ist ja eigentlich nur so ein. Eigentlich nur so. So eigentlich nur so ein kleines Mini-Zwischendingens. Ne? Also ein richtiger Boss ist ja das nicht. Den machen wir auf alle Fälle noch. Und da runter hat es einen Dungeon gegeben irgendwo. Irgendwo da drin. Müssen wir eine Markierung machen. Gebäude. So. Gut. Gut, meine Seelen haben jetzt futsch. War eh klar. Aber okay, den Drachen machen wir auf alle Fälle irgendwann noch. So ist es nicht. Also den schauen wir uns auf alle Fälle noch an. Okay, aber Freunde der Sonne, an dieser Stelle machen wir für heute Schluss. Wir haben heute weitergekommen, als ich das gedacht habe, weil ich hätte nicht mehr gemeint, dass wir den Boss längern mit dem heutigen Stream, mit dem spontanen, kurzen heutigen Stream. Aber ich bin froh, dass wir ihn hinter uns haben und dass wir uns jetzt ein bisschen der Erkundung widmen können. Das werden wir auf alle Fälle am Wochenende tun. Voraussichtlich werde ich am Samstag in der Früh live kommen, um eine 10. Ich bin zwar Freitag noch auf einer Hochzeit, aber Hochzeiten gehen ja noch nicht mehr länger als eins in der Früh wegen dem Lärmschutz. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich Samstagvormittag um 10 live gehen kann. Da werden wir dann ungefähr, wie gesagt, ich muss mit der Frau Bazzi noch anschmatzen, das ist klar, aber normalerweise ist das safe, dass wir da uns in aller Ruhe am Samstag mit dieser neuen Gebietskarte da widmen können. Ne? Ich werde vielleicht, wenn ich Zeit habe, ein bisschen hochgrinden noch, so vielleicht auf Stufe 200 oder sowas. Mal schauen, weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie ich dazukomme. Vielleicht mache ich im Main Game auch noch ein bisschen Backtracking und besorge noch ein paar Talismane und Kristalltränen, die ich übersehen habe. Muss ich mal schauen. Also, falls jemand noch einen Ara braucht, der Riese, das muss ich mir jetzt direkt anschauen. Das kann ich fast nicht glauben. Dass es sowas gibt, gell? Lädt mich am Arsch, das ist halt einfach wirklich ein Ara. Coole Sache. Also ich glaube, ich möchte jetzt ja nicht irgendwie, keine Ahnung, Salz in die Wunde streuen, aber ich glaube, es war gescheiter, wenn du jetzt einen Lottogewinn machst. Ne? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du in Deutschland in freier Wildnis einen Ara sägst,
weiß ich nicht, wie hoch die Chancen haben im Vergleich zum Lottogewinn. Ich glaube nicht so hoch. Im Vogelpark zählt nicht, im Übrigen. Wo kann man das Beutel sehen? Mr. Cartman, bei mir auf dem Discord-Server in Bilder ist drinnen. So, ich gehe jetzt saufen für gut. Viel Spaß, sei übertreib's nicht stark. Genau. Leute, ich schaue mir schnell nur kurz, wie er live ist. Ich glaube, dass die Yassi nur Elden Ring streamt, tatsächlich. Die hat jetzt auch mit Elden Ring, ja, natürlich spielt sie es noch. Die hat auch mit Elden Ring angefangen, die ist auch massiv der Sucht verfallen. Und ich sehe gerade, die ist im Schloss Sturmschleier. Oh, da kommen Erinnerungen hoch. Deswegen lasst Yassi ein bisschen eine Liebe da, wenn ihr es noch nicht da habt. Die ist jetzt, wie gesagt, sehr Souls-addicted mittlerweile. Schön, dass doch kurzzeitig oder kurzfristig da wart. Hat mich gefreut. Endlich ist der Boss down. Wie gesagt, voraussichtlich Samstag, nächster Stream, Elden Ring. Schauen wir uns das neue Gebiet ein bisschen an, erkunden ein bisschen so die Welt. Und schauen wir mal, was sonst noch auf uns zukommt. Aber ich hoffe, dass der nächste Stream erst mit meinem Boss frei bleibt, okay? Ich wünsche euch alle viel Spaß bei der Yassi. Lust zur Liebe da. Eigentlich noch einen schönen Abend. Ich schleiche mir jetzt wahrscheinlich noch schnell kurz unter Duschen und noch ganz kurz auf die Couch. Und dann geht es für mich nochmal ab in die Nachtschicht für heute. Und dann ist die Woche eigentlich fast geschafft, weil dann habe ich Freitag nur noch 6 Stunden Frühschicht, weil ich eben auf die Hochzeit muss und dann ist die Woche schon wieder rum. Ne? In diesem Sinne, eine schöne Woche. Bleibt flauschig und ja, bis spätestens Samstag oder frühestens Samstag, sagen wir so. Vielleicht kommt noch mal ein anderer spontaner Stream, aber glaube ich jetzt eher nicht. Okay? Haut euch rein. Pfiat euch. Endlich ist der Boss down. Endlich ist der Boss down.